Ja, merci, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich studiere den Rapport von der Umwelt-, Klima- und Biodiversitätskommission zum Projet de Loi Nummer 8585 vorzustellen, den Hilfsregime für die Promotion von der Nachhaltigkeit der rationalen Nutzung von der Energie an den erneuerbaren Energien am Wohnungsbereich betrifft. Das Projekt de Loi gouf den 18. Juli 2025 vom Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität in der Chambre deposiert. Der Conseil d'État hat sein nächsten Avis den 20. Januar 2026 aufgegeben. Als Antwort darauf hat die Regierung den 24. Februar dieses Jahr eine erste Serie von gouvernementalen Amendementen deposiert, auf die der Conseil d'État den 27. März mit einem Avis komplementär reagiert hat. Nach dem Akkord von der Tripartite vom 8. Juni dieses Jahr gouf den 30. Juni 2026 eine zweite Serie von Amendementen deposiert, die zu einem zweiten Avis komplementär vom Staatsrat den 10. Juli 2026 gefordert haben. Neben dem Conseil d'État haben sich auch die Chambre des Salariés, die Chambre des Métiers, die Chambre de Commerce, de Civicol und das Mouvement écologique zum Projekt geäußert. Die Sensibilität, die gering und den 5. Mai ein Amendement zum Projekt herangeschickt. Die Umweltkommission hat den 13. Mai 2026 den Rapporteur ernannt, an das Projekt erwähnt, die Amendementen im Detail analysiert, ehe sie diesen Rapport den 13. Juli angeholt hat. Das Projekt de Loi 8585 hat als Ziel, den Hilfsregime Klimabonus Wunden nachhaltig weiterzuführen und an die neuen klimatisch, energiepolitisch und wirtschaftlichen Realitäten anzupassen. Das bislang bestehende Regime ist den 31. Dezember 2025 ausgelaufen. Mit diesem Gesetz wird eine neue gesetzliche Basis geschaffen, die es erlaubt, Hilfen ab dem 1. Januar 2026 ohne Unterbrechung weiterzuführen, an die Bürger, die Gemeinden und die Betriebe eine langfristige Planungssicherheit zu geben. Das Gesetz sieht vor, dass die Rechnungen bis den 31.12.2035 berechtigt sind und dass die Monate nach bis Ende 2031 herangereicht werden. Neben der Verlängerung vom Regime bringt das Projekt eine Reihe Verbesserungen. Mehr lange Planungssicherheit bis 2035, ein vereinfachtes Hilfssystem, eine Stärkung vom Energieberatungssystem, neue Hilfen für intelligente Energiesteuerung, eine Reihe temporäre Verstärkungen am Kader vom Tripartite-Akkord und das Präfinanzement von den Hilfen wird angefordert. Das Projekt verfolgt dabei zwei große Ambitionen. Einerseits soll die energetische Sanierung vom bestehenden Wohnungsbestand weiter beschleunigt gehen, durch eine bessere Isolation von Dach, Fassade, Fenstern an anderen Teilen von der thermischen Enveloppe soll der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. Dabei wird nicht nur die Energieeffizienz belohnt, sondern auch der Gebrauch von nachhaltigen und ökologischen Baumaterialien. Zusätzliche Bonusse sind vorgesehen, wenn hohe Energieklassen erreicht gehen oder vegetalisierte Dächer und Fassaden realisiert gehen. Andererseits soll der Wechsel auf erneuerbare Energien noch mehr attraktiv gemacht gehen. Das Projekt sieht dafür Hilfe für Wärmepumpen, thermische Solaranlagen, Pelletsheizungen, Wärmenetze und intelligente Energiemanagementsysteme vor. Mit den rezenten Amendementen gehen auch Photovoltaikanlagen und Speicherbatterien ab 2027 an den Klimabonus Wohnen integriert. Damit wird nicht nur die Produktion von geringem Strom gefördert, sondern auch den Energieverbrauch und eine bessere Integration von den verschiedenen Technologien an den Wohngebäuden. Eine wichtige Neuheit ist auch die Reform vom Berechnungssystem von den Hilfen. Am Platz von einer Berechnung oder installierter Leistung gehen an den meisten Fällen forfaitär Montanten angefordert. Das macht das System mehr einfach, mehr transparent und mehr leicht verständlich für die Bürger und auch die Installationsbetriebe. Gleichzeitig wird der Conseil en Energie, also die Energieberatung, wesentlich abgewehrt. Für größere Sanierungsprojekte wird obligatorisch und die Hilfe für diese Beratung gehen deutlich erhöht, für die Qualität der Projekte und die Energieeffizienz nachhaltig zu verbessern. Nach dem ersten Avis vom Conseil d'État hat die Regierung das Projekt auch juristisch am Anfang noch gebessert. Die zentralen Elemente vom Hilfsregime wie die Definition von der Energiebezugsfläche, Klassifikation von den Isolationsmaterialien oder die Regeln für die Energiebonusse stehen direkt am Gesetz und nicht mehr an einem Reglement Grand Ducal. Dadurch wird die Rechtssicherheit gestärkt und der Gesetzestext wird mehr klar und mehr transparent. Schlussendlich integriert das Projekt auch die Mesuren aus dem Tripartite-Akkord vom 8. Juni 2026. Für die Zeit vom 1. Januar des Jahres bis zum 30. Juni 2027 gehen Hilfen für energetische Sanierungen an Wärmepumpen temporär erhöht. Für eine geothermische Wärmepumpe, die eine fossile Heizung ersetzt,
als eng Hëlle vun 12.000 € fir en E-Familienhaus fir gesinn am Kader vum Tripartitakor gët dës Hëlleflo temporär op 14.000 € héicht. Fir eng Luftwasser Wärmepumpel klëmmt Hëlle vun 10.000 op 12.000 €. Fir Appartementshäuser ginn die maximal Hëllefen entsprechend op 60.000 fir eng geothermisch Wärmepumpel an 30.000 € fir eng Luftwasser Wärmepumpel erhecht. Die temporär Erhechunge gëlle fir Kommunen tëschen dem 1. Januar 2026 an dem 30. Juni 2027, wann d'Rechnung bis spätestens den 31. Dezember 2021 ausgestaltet gëtt. Eng weiter zentral Reform betrifft die Energieberodung. Für E-Familienhaus klemmt Hëlle am Kader vom Tripartitsakkord von 1.700 op 2.000 €. Für Appartementshäuser klemmt sie von 2.000 op 2.500 €. Mit zusätzliche Supplement pro Wohnung. Gleichzeitig kriegt den Energieberoder eng nach mehr wichtig Rolle. Für die meiste energetische Sanierung gibt es eine Intervention obligatorisch für sicherzustellen, dass Mesuren die vorgesehen Energieleistung auch tatsächlich erreichen. Eng von den größten Neuerungen als Dafferung von einem Präfinanzierungssystem, den den 1. Januar 2027 in Kraft tritt. In Zukunft können die zugelassenen Betrieber Hëlle direkt von der Rechnung aufziehen. Der Bürger muss also nicht mehr den kompletten Montant finanzieren, an Dono op de Remboursement werden. D'Administration muss bei den 15 iwwer de Mont desideieren an de Betrieb gëtt bei den weitere 15 Days vom Staat remboursiert. Das soll für an allem denen Staat entgegenkommen, die bislo Schwierigkeiten mit der Finanzierung hat. Auch der finanziellen Effort vom Staat gëtt deutlich erhöht, während den ursprünglichen Regime op 32 bis 42 Millionen pro Jahr geschat gouf, feieren Mesuren von der Tripartit zu zusätzlichen Kosten von rund 5 Millionen € am Jahr 2026 an einmal 2,5 Millionen € am Jahr 2027. Das Mittel ging über den Fonds Klima und Energie finanziert an einer streichenden politischen Willen, die Energietransition am Wohnungssektor nach mehr sehr zu bringen. Alles an allem soll dieses Projekt dazu beitragen, die Energietransition am Wohnungssektor weiter zu beschleunigen, CO2-Emissionen zu reduzieren, die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verkleinern, an den Bürger gleichzeitig eine finanziell attraktiv und administrativ vereinfachte Unterstützung anzubieten. Der Conseil d'État hat sich intensiv mit dem Projekt beschäftigt. Seine Hauptkritik hat sich auf juristische Fragen bezogen. Er hat bemängelt, dass verschiedene wesentliche Elemente vom Hilfsregime nicht am Gesetz selber, mehr am Reglement Grand du Corps geregelt sollen gehen. Das gibt dem Prinzip von der Matière réservée à la loi nicht entsprechen. Außerdem hat der Conseil d'État auf Unklarheiten beim Bezahlen von den Hilfen hingewiesen und noch die vorgesehene Obligation kritisiert, die Hilfen am Verkaufspreis von einem Gebäude zu berücksichtigen. Die Regierung hat das Bemerkungen größtenteils überholt. Die wesentlichen Kriterien vom Regime gofen direkt an Gesetz abgeholt, Definitionen gofen ergänzt, verschiedene Referenzen auf Reglementer gestracht und Prozeduren deutlich vereinfacht. Durch das Anpassungen konnte der Conseil d'État als eine formelle Oppositionen abheben und hat schlussendlich favorablen Avis aufgehen, auch noch im zweiten Parkamendement am Kader von der Tripartit. Berufskummere begrüßen das Projekt am großen Ganzen. Die Chambre des Salariés unterstützt die Verlängerung vom Klimabonus, fordert aber auch mehr starke soziale Maßnahmen, besonders für Städte mit niedrigem Einkommen und mehr Transparenz beim Hilfesystem. Die Chambre des Métiers begrüßt das Projekt, weil der Betrieber Planungssicherheit gibt und die Investitionen und die Energietransition unterstützt. Sie möchte just eine technische Bemerkung betreffend die Aufnahme von der Wärmepumpe. Auch die Chambre de Commerce gibt einen favorablen Avis. Sie begrüßt besonders die Vereinfachung vom Regime an die neue Hilfe für intelligent Energiemanagementsysteme, rekommandiert nach einer besseren Interoperabilität von den technischen Installationen und einer besseren Aufstimmung zwischen den verschiedenen Hilfsregimen. Der Civicol hält eine neutrale Position an, weil das Projekt keine direkte Auswirkungen auf die Gemengen hat. Der Mouvement Écologique begrüßt die Richtung des Projekts, sieht aber nach Verbesserungspotenzial, notamment beim Präfinanzierungssystem, bei neuartigen Baumaterialien, an der Qualitätssicherung den Installationen. Verschiedene von diesen Forderungen sind durch gouvernementale Amendementen abgegriffen worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz wird der Klimabonus nicht nur verlängert, sondern auch modernisiert und an die aktuellen Herausforderungen der Energietransition angepasst. Gleichzeitig gouf die juristische Kader nur die Bemerkungen vom Conseil d'État wesentlich gestärkt und die Mesuren von der Tripartit machen das Regime noch mehr attraktiv für die Bürgerinnen und Bürger.
Die Kommission ist der Meinung, dass dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zur Klimapolitik, zur Energieeffizienz und zur Unterstützung von der Städte leistet. Fest gibt noch im Rapport zum politischen Teil kommen, und gibt für meine Fraktion CSV schwätzen. Herr Präsident, die Damen und Herren, der Klimabonus hat mittlerweile seinen Platz an unserer Klimapolitik gefunden. Mit diesem Gesetz verlängern wir dieses Regime und ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg. Für den Klimaschutz ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Aber ein Marathon braucht nicht alle paar Kilometer neue Regeln. Es braucht einen klaren Parcours und die Gewissheit, dass es in dem richtigen Weg ist. Genau dafür ist Prävisibilität so wichtig. Weil wenn es eng Sache gibt, die Bürger, die Betriebe und Gemengen an der Energietransition brauchen, dann ist es Vertrauen. Und das Vertrauen entsteht durch Prävisibilität. Eine energetische Renovation dezidiert die nicht von heute auf morgen. Das sind Projekte, die geplant, finanziert und heinst über die paar Jahre umsetzt. Dafür ist es wichtig, dass der Staat hier klare Signale gibt. Und genau das möchte dieses Projekt deliveren. Wir können heute darüber diskutieren, dass ein Text spät kommt und dass er rückwirkend auf den 1. Januar 2026 gilt. Ja, das Gesetzesprojekt war lang in der Weg. Aber es geht vor allem darum, noch 4 zu gucken. Die Regierung schafft ein Kader bis 2030 mit Faktoren, die können bis Ende 2035 ausgestaltet gehen, an den Monaten, die nach bis 2039 können angeregt gehen. Das geht sogar über die nächste Legislaturperiode raus, und das gibt den Bürger noch den Betrieber die nötige Planungssicherheit. Dabei könnte ab Januar 2027 auch das Präfinanzement. Mehr Prävisibilität darf aber nicht bedeuten, dass nichts mehr ändert. Wir müssen so Regime auch regelmäßig evaluieren. Technologien entwickeln sich weiter, Märkte entwickeln sich weiter, sind wir auf der Trajektoire mit unseren Zielen vom PNAC. Und noch die Erfahrungen von den Bürgern weisen, was funktioniert und was noch verbessert gehen. Genau deswegen deposieren ich auch heute eine Motion, und das am Namen von der Umweltkommission mit der Unterstützung von allen Fraktionen, die die Regierung aufruft, nach fairem Auslauf von den temporären Mesuren von der Tripartite eine Evaluation vom ganzen Regime durchzuführen. Und es ist so ein wirklich ein Merci, dass wir diese Summen so zustande bringen. Wir kommen dann noch am Detail darauf zu schwätzen, ich überrechne stehe. Das ist ein gemeinsamer Arbeit von den verschiedenen Fraktionen. Eine Politik, die Vertrauen schaffen will, braucht 2 Sachen: Stabilität und Bereitschaft, aus den Erfahrungen zu lernen. Kontinuität und regelmäßige Evaluation sind kein Gegensatz, sie ergänzen sich. Herr Präsident, ein zweiter Punkt ist die Effizienz des Systems. In der letzten Periode haben wir gesehen, dass die Berechnungsmethode bei den Wärmepumpen nicht immer die richtige Institution gesagt wird. Weil die Beihilfe von der Leistung von der Anlage gekoppelt war, als es mehr attraktiv gehen, eine große Wärmepumpe zu installieren, wie eigentlich nötig. Das ist weder ökonomisch noch energetisch optimal. Eine überdimensionierte Wärmepumpe kostet mehr und verbraucht mehr Energie. Es darf nicht die Hälfte von der Beihilfe sein, die die Entschädigung steuert, mit der reellen Besoin vom Gebäude. Dafür begrüßen wir, dass die auf Forfaitärhilfen umgestaltet wird. Das haben wir schon bei der Photovoltaikanlage gesehen. Einfach Regeln führen DAX zu besseren Resultaten, das vereinfacht auch das Präfinanzement und macht das System viel mehr transparent. Gleichzeitig muss man aber realistisch bleiben. Wir wissen noch nicht, ob die forfaitären Montants an alle Situationen adäquat sind und noch erlauben, die Höchstziele von Installationen von Wärmepumpen zu erreichen. Besonders bei allen Gebäuden oder mehr großen Residenzen ist die Herausforderung riesig. Die Investitionskosten können deutlich mehr hoch ausfallen. Dafür, das steht auch in der Motion, soll eine regelmäßige Evaluation weisen, ob Anpassungen nötig sind. Ein dritter Punkt ist Qualität. Es geht nicht nur, eine Beihilfe auszubezahlen. Die Investition muss auch die richtig sein und die Installation muss noch das leisten, was verspricht. Dafür begrüßen wir dann eine Energieberatung und Kontrolle von den Arbeiten weiter gestärkt gehen. Wir schon aber mit den Gesprächen mit den Bürgern und Betrieben immer dasselbe hören. Viele Leute planen gar keine komplett energetische Sanierung. Sie wollen einfach hier Öl- oder Gasheizung durch eine moderne Lösung ersetzen. Und da stehen sie einmal für eine Reihe offenen, verschiedene Berechnungen und vielen technische Begriffe. Für viele Leute ist das schwer anzuschätzen. Die Klimaagenz möchte eine ganz gute Arbeit. Aber sie kann nicht alle Einzelopfer
für all Einzelloff eng detailliert technische Analyse machen. Am Genedo si mir eng Lück. Dafür sind wir der Meinung, dass doch für so Projekte eine gezielte Energieberatung soll unterstützt gehen. Wir froh noch heute die Regierung zu überprüfen, ob nicht eine eigenständige Beile für die Energieberatung soll gehen, wenn ein ausschließlich den Umsatz von einer technischen Installation fährt. Weil eine gute Beratung gibt die Bürger Sicherheit, also sie hilft dabei, die Technologie zu wählen, die wirklich zu ihrem Haus passt. Die größte Herausforderung bleibt aber ohne Zweifel die Dekarbonation von den bestehenden Residenzen. Wenn der Lützebauer Gebäudebestand klimaneutral soll gehen, da kommen wir und den Appartementshäusern nicht leicht. Da ist es viel mehr kompliziert. Das war auch Bestand für viele Diskussionen an dieser Kommission, aber auch schon an der Ökonomiekommission. Viele Proprietäre, oft Verlöhnung, also Lokatäre, wenig Platz an der Residenz, an DAX, hohe Investitionskosten. Wir wissen, dass es heute noch nicht sehr genug vorgeht. Dafür begrüßen wir auch das Pilotprojekt, das zusammen mit der Klimaagenz läuft. Aber auch da muss eine Konklusion davon ziehen. Wir fragen noch heute, dass die Plafonds für die Wärmepumpen an den Appartementshäusern evaluiert an die realen Kosten, ob die Realkosten passen. Ein DG-Tüt über Wärmepumpen unterstreicht, dass bei Residenzen die Investitionsentscheidung für allem von den initialen Kosten abhängt und nicht von den späteren Betriebskosten. Das weist, wie wichtig stark und adäquat Incitamenten sind. Wobei für nicht die reale Kosten drohen, dann gehen Projekte nicht gemacht. An das Land eine Gasheizung an der Residenz. Dafür muss ein Plafonds für Wärmepumpen an Appartementshäusern am Air behalten. Wir wollen dass gerade das Gebäude dekarbonisiert gehen. Da müssen wir auch die richtigen Incitationen dafür schaffen. An der Kommission haben wir auch über Hybrid-Wärmepumpen diskutiert. Das ist sicher nicht die ideale Endlösung. Aber es gibt Gebäude, wo eine voll elektrische Lösung heute nicht realistisch ist. Und da kann eine Hybridlösung eine wichtige Übergangstechnologie sein, die den Verbrauch von fossilen Energien deutlich reduziert. Gesetz lässt aktuell so, dass eine Wärmepumpe neben eine fossil bestehende Heizung stellt. Allerdings mit Aufstrichen bei der Beihilfe. Dafür soll die Regierung auch diese Möglichkeit in Zukunft überprüfen. Dasselbe gilt für Holzheizungen. Auch heute an der Kommission haben wir eine intensive Diskussion geführt. Es gibt gute Gründe, auf die Ressourcenbüsch aufzupassen. Dafür auch die europäische RED III-Direktive. Aber es gibt auch Situationen, an denen Holz unter strengeren Konditionen und am Sinn von einer noalscher Kaskadenutzung eine energetische Rolle spielen kann, als Steckholz oder Hackschnitzel. Zum Beispiel, wenn ein Kronenholz oder Holz, das man Borkenkäferbefall ist, verbrennt, oder aber ein Agroforstprojekt hat mit schnell wachsendem Holz, den energetisch will oder kann nutzen. Also insofern kann eine energetische Nutzung Teil von einer noalscher Kaskadenutzung sein. Für uns ist dafür eng sehr entscheidend. Nicht Tackschnitzelanlage oder die Heizung ist das Problem, entscheidend ist, wie ein Holz verbrannt wird. Wenn der Brennstoff noalsch ist, an Prinzipien von der Kaskadenutzung entspricht, da kann auch Holz an Zukunft einen Platz am Energiemix behalten. Auch diese Option sollten wir analysieren und mal da Betracht ziehen. Herr Präsident, dieses Projekt de loi ist ein wichtiger Baustein von unserer Klimapolitik. Er garantiert Kontinuität, er verbessert die Effizienz vom System, er vereinfacht Beihilfe. Andere die Bürger an den Betrieben die nötige Planungssicherheit. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht meinen, dass damit alles perfekt ist. Ziele vom PNEC bleiben ambitiös. Wir müssen an den kommenden Jahren noch viel mehr Gebäude energetisch renovieren und noch nach viel mehr Fossilheizungen ersetzen. Dafür ist es richtig, dass wir das Gesetz heute umwählen. Aber das ist genauso richtig, sich heute schon dazu zu verpflichten, nur dem Auslauf von den Tripartitsmesuren Bilanz zu ziehen, aber wo nötig ist, not zu bessern. Ich habe am Anfang gesagt, Klimapolitik ist kein Sprint, das ist ein Marathon. An dem Marathon gewinnt ihr nicht mit Taktik, sondern mit viel Ausdauer. Vertrauen an einen klaren Parcours. Genau das bietet dieses Projekt de loi. Ich sage nicht merci und gehe zur Zustimmung von unserer Fraktion.